Okay, okay, Leute, ich hab's raus, wie es geht. Wie es geht. Ich war einfach zu schnell. Einfach zu schnell. Und zwar, erstmal die Dreierkombi hier ist klar, ne? Im Fall von Max Son Gohan heißt es eigentlich treten, kicken. Den dritten Schlag kickt er. So. Und danach muss ich wirklich halt hier rüber und Son Goten reinholen, damit er wirklich reinkommt, ne? Das muss schon sein. Also. Okay. Aber das wäre eigentlich die richtige Reihenfolge. Jetzt war Piccolo zu weit weg oder so. Wir gucken gerade nochmal. Mist. Und jetzt ungestüm. Moment. Mann! Ich muss so einen Gohan reinholen. Hi. Ja, aber schlägt nicht zu. Warte mal. Eigentlich müsste er, sobald dann Piccolo vor ihm steht, direkt angreifen. Moment. Ja, irgendwie... Moment. Mann, ich hatte es gerade. Das hat doch geklappt. Ich kann es gleich beweisen, dass ich es geschafft habe. So, jetzt. Es muss schon funktionieren, die Reihenfolge. So. Geschafft. Meine Güte. Ja, ich weiß, Einsätze aber bereits getestet, bereits gemacht, weil ich wohl gucken, ob ich jetzt wieder so doof bin. Hier ist eigentlich einfacher. Beziehungsweise hier kam ich eigentlich drauf, ne? Weil ich den Move halt erst einmal ausführen muss. Hat nicht ganz geklappt, aber egal. Da geht es eigentlich auch darum. Naja. Es soll irgendwie so funktionieren. Ihr habt gesehen, ich habe einen Haken dran, ich habe es geschafft, aber es ist total dämlich, ey. Die anderen hier aber da mit Z-Sturmsprint, Drachensprint und so, das ist schon cool. Das war jetzt fortgeschritten, ne? Warte mal. War jetzt wirklich alles drauf? Verschwinden Angriffe, ne? Genau, das waren die Dinger. Kann ich die Dinge beenden? Okay, Erholungen, ja, das war mit dem Aufstehen und so. Transprint ist eigentlich mit dem Doppelten, genau. Also quasi doppelt R2X. Ansturmketten, genau, also X und Pfeil kombinieren. Verschiedene Nahkampftechniken, Schlagkraft. Genau, also quasi hier der Unterschied, ob ich jetzt nur die Schlagtaste länger gedrückt halte oder weniger. Rotationsangriffe, okay, dann hätten wir die hier auch, ne? Experte. Aufwärts-Abwehr, Angriff, ja, wenn ich die jetzt schon mir alle Richtung zu konzentrieren. Ah, da geht es darum, okay. Die können wir uns noch ganz kurz. Mir geht es vor allem um den Teleporter, ne? Den hätte ich ganz gerne gehabt. Ups. Das ist ein bisschen falsch von mir. Ja, du kannst theoretisch einfach L1 oder R1 gedrückt halten, sobald Piccolo kommt, nach oben drücken. Naja, nicht ganz so unbedingt. So geht das auch. Abwärts sind natürlich selber nach unten. Ich meine, das sind natürlich auch, wie es schon steht, Experte, ne? Das sind vorgeschriebene Dinger. Weil du musst in dem Moment ja auch drauf kommen. Und wo er zuschlägt und das. Eigentlich musst du schon fast Ultra Instinkt drauf haben, um sowas auch perfekt zu können. Das war ein klasse Wurf. Oder?
Na gut, aber warte mal, da geht doch auch anders, Geht doch auch der normale. Ein normalen kann er blocken so. Ich dachte nicht, der perfekte Move. Perfekten geht's auch nicht, ne? Okay, ja, den müssen wir uns schon merken. Tatsächlich. Was machst du da? Steht doch hier. Wieso geht's eigentlich nicht mehr? Okay. Okay, der ist wichtig. Abwehrbrecher. Der Angriffsbrecher. Moment. Hä? Mann, ich hab's gemacht, ey. Also Angriffsbrecher, Abwehrbrecher, verstehe ich jetzt nicht ganz. Bin ich jetzt so doof. Da ist die Demo, das ist einfach nur ab. Genau, da ist so. Jetzt sind wir quasi in der Rolle von Piccolo. Nein, Moment, ihr wollt abbrechen. Ach so, warte mal. Moment. Aufwärtsabwehr, Abwärtsabwehr, Angriffs... hä? Okay, warte mal. Wenn ich jetzt so... Wenn ich oben ein Viereck quasi auf den Abwehrbrecher mache und der Angriffsbrecher ja dann quasi wie die Aufwärtsabwehr ist. Eigentlich ganz, ne? Ja, bin ich jetzt so doof. L hoch und R. Das ist dasselbe. Ja. Okay. Gut. Wenn das gemacht, fange ich schon nach Konter. Wahrnehmung, Subwahrnehmung, Tempo, Superkonter und Z-Konter einsetzen. Oh, jetzt wird's aber ganz eklig. Ja gut, die kennen wir jetzt eigentlich noch aus dem Intro mehr oder weniger, aus dem Tutorial-Kampf mit der Vegeta. Okay, dann trifft ein Tempo-Sachen einzusetzen. Wow, ernsthaft? Ja, viel Spaß dabei. Das ist einfach nur Glücksfall. Ich weiß gar nicht, wann er wirklich angreift. Da muss er wirklich Ultra Instinkte haben. Super Konter. Oh, das ist noch schlimmer. Gewisse Movesets oder vor allem Abläufe muss man einfach angewöhnen.
Superkonter, Z-Konter. Im Moment drücken wir uns... Oh nein. Oh, aber der ist wichtig tatsächlich. Ja, komm nur. Junge! Bin ich immer zu früh? Ist einfach so, ne? Na komm schon. Mann, so gerade ging's noch. Mann, jetzt will ich aber auch nicht spammen, damit wir hier vorwärts kommen. Na komm. Okay. Ja, aber doch, es wird halt ein bisschen darauf hinauslaufen. Ah, ich hasse, dass ich eine Taste spammen muss, weil ich irgendwie Mühe habe, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Jetzt wird's gar nicht mehr, hä? Ja, komm. Ja, ist gut. Junge. Ja, warte mal. Falsch. Was zum... Genau, das wollte ich eigentlich noch. Mann! In der Position klappt es doch eh nicht mehr. Okay, nicht gerade unbedingt das, was ich eigentlich wollte. Ich kann noch so viele Dinger machen und so, aber das ist einfach alles zu viel auf einmal. Aber vergiss wieder die Hälfte und so, ist doch auch scheiße. Ja, natürlich hätte ich schon Dinge eigentlich, sag ich mal, vergessen, die ich gerade noch irgendwie gelernt hatte.
Das muss ja einfach in Fleisch und Blut übergehen. Da ist halt bei solchen Spielen so. Heißt wiederum, üben, üben, üben. Son Goku gegen Vegeta. Ja, wenn du meinst, ich bin dann nicht so optimistisch, Son Goku. War zumindest schon mal erfolgreich, wenn ich in der Folge nach Vegeta schlage. So. Die geht trotzdem mal eher in die Vollen. Hä? Wo ist er hin? Kann man noch schön ausweichen. Den kannst du natürlich auch ausweichen, ne? Muss auch klappen. Ich komme gerade vor wie beim richtigen Kampf zwischen Son Goku und Vegeta. Junge, der mich auseinander nimmt. Aua! Sie kann nicht ausweichen. Hä? Was für ein Scheiß. Na warte, Vegeta, na warte. Hier fahre ich noch Schlitten, Junge! Okay, kein Plan, was das gerade war. Das war Ultra Instinct vom Allerfeinsten. Mann, ey! Das mit dem scheiß Teleportieren jetzt so klappt, ich gerne hätte. Ey, Alter, auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich hier eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
Ich kann ja gar nichts gegen ihn machen. Jetzt klappt R3 wieder mal nicht. Jetzt macht er da den Scheiß, wo ich nicht durchkomme. Junge! Für Rache kommt der Vogel raus 5-mal. Ja, bringt mir sehr viel, wie man sieht. Und dann, ja, mal gucken, was er auf für Schwierigkeitsgrad spiele. Schwierigkeitsgrad senken wieder. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was für ein Schwierigkeitsgrad. Sag mal, bin ich mal drin? Was ist los mit dir, Kumpel? Auf 0 gesenkt, Ziel, Schwierigkeitsreduktion aus. Aktuelle Schwierigkeit. Ja, hä? Was ist das für eine Erklärung? Schwierigkeitsreduktion aus. Ich muss wissen, welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Ja, steh mal auf, Son Goku, Mann. Wie willst du den schlagen, ganz ehrlich? Ja, ich weiß, ich kann Schwierigkeit senken, aber will ich nicht. Wieso klappt denn dieser Abwehrding nicht? Dieser Rachekonter, oder heißt? Ich kann ja vergessen, er klappt gar nicht. Der blockt ja alles, was ich mache. Das ist so gut wie alles. Ah, Mist, war wieder der falsche Kombi. Mann, ich hab's noch nicht so richtig drin. Ja, und das war's. Okay, das ist gerade ein bisschen zu frustrierend für mich. Ich will erstmal gucken, was wir überhaupt für Schwierigkeitsgrade überhaupt haben aktuell. Klar, das Spiel schlägt mir vor, Schwierigkeitsgrad senkt, aber ich will erstmal wissen, was für einen Schwierigkeitsgrad ich überhaupt habe. Also, was ich da im Menü sehe, das hilft mir gerade gar nichts. Wenn ich irgendwo einen Hinweis drauf haben, hey, Schwierigkeit, Story-Modus sieht so und so aus. Was wird denn da? So, gegen Vegeta, Schwierigkeitsgrad ändern. Nein, will ich ja nicht.
Kampfschwierigkeit wird auf den Standardwert zurückgesetzt. Das ist Standard? Ja, leg mir am Arsch, ey. Ich meine, sorry, aber ich setze doch jetzt nicht zu dem Zeitpunkt schon die Reduktion ein. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie etwas von Experte, Meister, schwer, fortgeschritten, sowas in der Art. Nee. Ach du Scheiße. Okay, da hilft nichts. Ich muss da offscreen nochmal die Training-Dinger durch, die wir jetzt gerade schon angeguckt haben. Und die mir wirklich in Fleisch und Blut übergehen lassen. Weil es bringt nichts, wenn ich mir die einfach nur merke und sage, was mache ich jetzt? Aha, ich versuche den Move. Was macht er? Wie war da schon die Tastenkombination? Das dauert viel zu lange. Das muss autonom funktionieren, mit der Ultra-Instinkt. Sonst bist du im Arsch. Und du musst sehen, wenn er ausweicht, musst du auch ausweichen und so. Wenn ich das zu lange brauche, dann ist scheiße. Da können wir zur Abschluss der Folge nochmal ganz kurz hier hingucken mit Sinnerbefehle und so. Was ich ein bisschen nächstes Mal auch noch habe, ist irgendwie meine, naja, Bonus-Items und Bonuscharaktere. Denn ich habe ja die Ultimate Edition, oder die Deluxe Edition, wie sie ja immer heißt, geholt, die physische davon. Und da hieß auch von wegen, ja, du kriegst doch irgendwie Super Shenlong und so, also schon alle 7 Dragon Balls dazu, offenbar. Irgendwie auch den Season Pass bereits drin. Gut, den kann man natürlich jetzt erst vorbestellen, ne? Da gehe ich davon aus, sobald der wieder frei ist, quasi, sobald er freigegeben wird im Shop und so, dass ich den irgendwie dann herunterladen kann oder automatisch habe, wie auch immer. Also noch andere Dinge noch, irgendwie auch für so einen Goku noch irgendwie den Kampfstab. Ja, Zeno ist gut, ich hab's geschnallt. Für so einen Goku noch den Kampfstab und so als Outfit, den ich auch noch nicht habe. Da muss man ein bisschen schlau machen, wenn man das überhaupt bekommt. Dass das jetzt schon so schwierig ist, oder liegt es daran, weil ich die aktive Route gewählt habe, dass es deswegen schwieriger ist? Also wir gucken mal, wenn ich nächste Folge, vielleicht mache ich nächste Folge einen Offscreen-Kampf irgendwie geht, um zu gucken, wie es dann läuft. Und bis zum nächsten Mal, nach meinem Offscreen-Training, wenn ich merke, es ist immer noch beschissen, machen wir vielleicht nochmal so eine Goku-Standard-Route zum Gucken, wenn immer so schwierig ist. Was? Ja, mal, bin ich immer schon durch, oder was? Ah, er hat einen Dragon Ball. Junge, sind das viele. Ja, servus dann. Und tschüss. Puh. Wie sieht bei Wiss aus? Schon Dragon Ball. Noch ein Dragon Ball. Erzählen singen so Goku Saga 10 Mal. Mhm. Den weiteren 20 steht jetzt dauern. Nein, aber ist ja klar, ne? Ist halt, muss wieder mit der Steuerung so anfreunden. Und bei gewissen Aktionen wissen, dass sie am besten ausführst und so, wenn der Gegner schon so krass drauf ist, dass der halt schon alles blockt und so und ja. Und ich bin es halt irgendwie gewohnt mit dem Kontern vor allem. Oder sprich teleportieren, dass ich da auf eine Taste drücken muss. Egal zu welchem Zeitpunkt, ne? Also ist egal, ob du da Quicktimer bist oder so. Du musst ja auf drücken und teleportierst dich in den Gegner. Natürlich verbrauchst du auch Key, beziehungsweise warten irgendwie so die Teleportant. Was die Teleportanzeige? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, du verbrauchst eine Einheit und natürlich kannst du deswegen nicht endlos spammen, ne? Aber es ist auch außer, dass ich jetzt hier noch irgendwie unklar bin tatsächlich. Ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass es sie auch geben soll. Oh, ein paar fehlen noch, ne? Hab dann geguckt. Entschuldigung. 2 Stern Dragon Ball. Aber langsam schon alle, oder was? Die Hälfte von mir jetzt durch. Okay, Laden anpassen. Ja. Sehe ich ihn hier? Der Laden. Was haben wir hier noch Schönes? Was kann ich bei Son Goku? Oh, wir können gar nicht anpassen. Gegenstände. Ja,
gut, wenn die Dinger schon ausrüsten könnte. Das hat zwar was. Outfits. Ja gut, die haben wir uns ja gerade schon gesehen, ne? Ist das der... An dem Kame-Symbol wieder, ne? Okay. Und hier haben wir ja Meister Kaio-Symbol auf dem Rücken. Okay, der Heiligenschein, ja. Da muss man echt mal gucken, ne? Galerie, nee. Wer ist 3 Dragon Balls? Also werden schon mehr. Hä? Jetzt Wissen wir doppelte Dinger bekommen? Er hat doch letzten Mal schon einen gehabt, jetzt von Meister Xeno mindestens 2 bekommen, von Whis auch schon einen. Da spiele ich gerade. So, ich spiele gerade rum, ne? Whis Wünsche, ja, kriegst noch ein bisschen mehr. Ah, stimmt, Laden hat angezeigt, ne? Den Laden. Jetzt haben wir ein bisschen Cola. Hey, das gegen Vegeta im ersten Kampf schon so Mühe habe. Ich meine, nachher wird noch so eine Osaru-Form kommen. Dann gerade lustig. Was ist denn dafür, ne? Sagt die Aufladezeit. Da fragen mich halt, sind die für einmal quasi? Da könnte man meine Charaktere selber boosten damit. Erhöht regenerierte Ki nach erfolgreicher Ansturmangriff leicht. Hey, ich kann die Charaktere hier kaufen? Die sind ja käuflich, die Charaktere. Hä? So Goku GT. Du, ernsthaft jetzt? Der GT-Charakter soll so schwach sein, dass er kaum stärker als Kid Goku. Als Majin Vegeta stimmt ja sowieso nicht. Ja, Super Gogeta Z ist fast so stark wie Ultra Instinct Goku. Anzeichen aus. Ja, natürlich. Wollte ich mich eigentlich verarschen. Okay, aber so kann ich natürlich ein paar Charaktere noch freischalten. Auch so ist Dragon Ball Super. Okay. Da kann ich mir auf den Shenlong wünschen. Son Goku Z Früh-Outfit 2 ausverkauft. Kannst du nicht mehr führen, aber die schon habe, ne? Hast du schon freigespielt, okay. Ja, wo sind auf die Outfits? Die Stimmen. Also 1000 noch relativ viel, finde ich. Die alle kaufen, obwohl wir sind relativ zu Beginn des Story-Modus noch, ne? Strategiegegenstände, oha. Und Spielerkarten noch ein paar. Okay. Ja, aber trotzdem interessant, was es im Laden noch zu tun gibt. Wie dem auch sei. Freunde, ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen. Trotz allem, wie gesagt, ihr müsst da Offscreen nochmal. Ich muss auch nochmal. Ich muss nochmal trainieren. Alle Moves wirklich von mir eine Strategie überlegen, wie ich so am besten angreife jeweils. Mit Teleportieren und so, dass das funktioniert, das muss mit Fleisch und Blut übergehen. Danke für nochmal gegen Vegeta. Gucken mal, ob er dann, sag ich mal, der Standard-Vegeta in dem Sinn, ob der dann einfacher ist, weil, ja, der Osaru Vegeta kommt sicher auch noch. Und ob wir dann je nachdem sogar mal gucken, ob die, ja, die normale Timeline, die Standard-Timeline mit Son Goku, ob die vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist, ne? Das kann durchaus ja sein. Wir werden sehen. Vor allem heißt es irgendwie 2 Super Saiyajin. Ich frage mich gerade, hä, warum heißt sie so? Aber egal. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.